Gut Abend allemen, da red Herr Groisman und das ist komplizierte Jiddisch. Die Woche will ich reden wegen die neues literarische Theorie und Politik. Was? Nein. Die Woche ist Purim, aber das ist schon über der Maß. Das ist noch als Proste Yiddish und ich heiß Esther. Heint will ich reden wegen Purim, a Jontiv, wo alles ist übergekehrt. Und wir wollen hören a wunderliche Rekordierung von Elisheva, wegen was man tragt auf den Kopf Purimzeit und a ganz Jahr. Ihr seid great? Gut! Lass mir hören a bissl komplizierte Jiddisch. Nein, Proste Yiddish. Purim schön, Purim fein. Ja, es wird bald sein Purim. Purim ist a freiliche Jontiv, was der Mond uns in der Meise wie a Königin, Esther Malke, hat geraten das jüdische Volk von a schlechten Mann, Haman. Haman hat gewollt umbringen das jüdische Volk in Persien. Die ganze Meise kommt von der Megille, das heißt Megilles Esther von Tanach. Es ist a Minig, Purim, zu gehen in Schul, hören wie man lernt von der Megille. Bei Jiden ist Purim sehr a freiliche Jontiv. Man geht verstellt, das heißt, man trägt a Kostüm, man trinkt und esst süße Hammentaschen und man seht oder spielt in a Purim-Spiel. In mein Mischpache haben die Kinder sehr lieb Purim. Ich hab schon früher erzählt, wie meine Schwester hat jahrelang gelernt die Kinder Jiddisch. Und alle Jahr haben sie geschrieben und gespielt in a Purim-Spiel. In die ersten paar Jahren ist das Spiel gewesen sehr poschet. Die Kinder haben kaum geredet a paar jiddische Wörter. Aber es ist gewesen so süß zu gucken, wie die kleinen Kinderlich gehen verstellt wie die Helden von der Purim-Meise. Der Melech Achashverosh, a klein Kind in a Kroin, Modke Hatzadik, a Kind in a Bod, Esther Hamalke in Epis a Kleidele und a Wade Haman Haroshe in a modne Hittel. In die letzten Jahren seien die Kinder doch nicht so klein, und a paar von sie haben geschrieben Spielen, was seien gar schäferisch und komisch. Wir haben gehabt a Spiel mit Greta Thunberg, was ist gefahren durch die Zeit, und einmal haben wir gehört von dem Geist von Vashti. Die ganze Mischpache freut sich, wenn Purim kommt, und wir können oder spielen ihn oder gucken die Purim-Spiel. Und essen a Sach Hammentaschen dazu. Shalom Aleichem. Es ist du a Minhag Purim Zeit, als Menschen tragen a komischer Hit oder a Kron lekhoivet dem Yontiv. Aber zu decken dem Kopf ist wichtig in jiddischer Kultur a ganze Jahr. Wie sei? Sicher kennt ihr Kippes oder Yarmulkes, ja? Es sind in euch du a Sach andere Kopfdecken. Lamoschel, Fedoras, Terbanen, Fezhit, Streimlich und so weiter. Etliche Jiden decken zu seiner Kep allemal. Andere jiddische Menschen tragen Kopfzudecken auf Davenen,
in Schule, beim Essen, wenn sie lernen sich teure oder für Jantoven und Simchas. Sie tragen die Hitten lekovid Yerushalayim oder sie sagen, ich bin a Yid. A Yid kann uns sagen, von welcher Kehila stammt der Mensch. Fremme, Chassidische, Mizrach, Ashkenaz, Sephardia, Liberale und so weiter. Etliche Frauen tragen den Deckel auf den Kopf zulieb dieselbe Sivis wie Männer oder zulieb Snees. Sie können decken etliche oder alle von seiner Haar. A Frau kann nutzen a Hit, Spitzen, a Haarbande, a Scheitel, a Tichel oder a Beul. Etliche Frauen tragen Kippas und das ist ein neuer Minhag. Ich habe nicht gesehen eine Frau, was tragt oder a Fedora oder a Streimel. Die Decken vor den Kopf sind sehr nützlich. Sie beschützen Menschen von der Sonne, dem Regen, der Kalt, der Hitze, dem Schmutz und von dem Wind. Sie sind euch sehr schein. Bei mir es ist auch neu. Es sind du so viele Bereres. Ich trage etwas auf den Kopf jeden Tag. Auf Purim hab ich a hell orange Scheitel. Und ihr? Was tragt ihr auf Purim? Die Hit gefallen euch? Das ist auch sehr gesund. Und der Episode ist aus. Als ihr wollt sich hören mehr wegen Purim, geht a guck in dem Transkript. Ich habe ein paar schöne jiddische Videos und andere Ressourcen für euch. A gut Jontef, teure Zuhörer. Ich wünsche euch alle a freilichen Purim.